Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zum Neuzugang von Michael Olise. Ja, es geht Schlag auf Schlag, Palhinha ist da, von daher gehe ich hier schon mal in die Kommentare rein und dann am Montag in die Kommentare zum Palhinha-Transfer. Und wer weiß, vielleicht passiert ja sogar noch was bis Montag. Gut, nicht lang schnacken, rein. What's up? Sieht gut aus bis jetzt. Hoffe, dass gewisse Spieler gehen. Ja, das habe ich ja auch schon mehrfach jetzt angesprochen, auch beim Palhinha-Video. Ja, ich denke, das wird den einen oder anderen Spieler jetzt auf jeden Fall unter Zugzwang bringen. Ne? Sollten wir jetzt noch einen Außen verpflichten, ob es ein Simmons ist, ein Olmo oder sonst wen, wer weiß, dann kommt da auch noch ein bisschen mehr Druck auf den Kessel. So los, es wird extrem spannend, welches System gespielt wird. Ich glaube, danach kann man erst wirklich die Zu- und Abgänge bewerten. Ich würde ja unsere Mannschaft mal gerne in einem 3-5-2 sehen oder einem 4-1-4-1. Aber kommt Zeit, kommt Rat. 4-1-4-1 wird es wahrscheinlich dann am ehesten sein, oder? Wenn nicht eine Dreierkette sogar. Also ich denke, ein Palhinha, der jetzt verpflichtet wurde, sollte als alleiniger Sechser reichen. Ja. Also, da würde ich jetzt nicht sehen, dass da noch einer nebenbei stehen muss. Vorne mit zwei Spitzen würde ich auch sehen. Sehr gerne. Ich denke, Harry Kane ist dafür prädestiniert. Wird sehr interessant. Ja, ich bin auch super gespannt, welches System wir spielen. Aber ich habe es auch in dem Palhinha-Video schon gesagt. Ich denke, es wird auch wichtig sein, dass wir variabel sind. Ne? Glastron, es dürfte dann auf der rechten Außenbahn interessant werden, vor allem auch für Sané. Naja, Sané hatte seine stärkste Phase bei uns auf der linken Seite. Unterm Nagelsmann damals. Also, wer weiß. Aber, ja, Leroy Sané ist ein Thema, Alto Betty, da können wir stundenlang drüber diskutieren. Also wegen mir kann er sehr gerne den Verein auch verlassen. Empyrean, finde ihn grundsätzlich interessant, allerdings bereit mir zwei Dinge Sorgen. Eine mögliche Verletzungsanfälligkeit hat er mit 22 schon einige Probleme mit dem Oberschenkel. Und auch seine Heatmap ist tendenziell eher im Halbraum. Sollten wir noch Xavi holen, hätten wir mit den beiden plus Musiala und Kane, der sich ja auch gerne fallen lässt, 4 Spieler, die tendenziell durch die Mitte Halbräume kommen. Ja, das ist ja, was ich auch schon sagte in dem anderen Video. Die Frage wird ja sein, wie sieht ein Kompanie den FC Bayern oder wie möchte der FC Bayern in Zukunft spielen? Vielleicht wollen wir mehr über die Halbräume kommen und nicht über die Flügel. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten. Ne? Das wird das Spannende sein. Bin ich bei dir. Ne? Ja, auch ein Xavi war mehr in der Halbräume bei Holland in der EM unterwegs. Ja, wird interessant zu sehen sein, denke ich. Phileas, Fock, wie ich sehe, hast du dich mit dem neuen Saisontrikot angefreundet. Ja, auch da auf dem Bild finde ich es nicht so geil, aber nennen wir es angefreundet. Second Skillery, Irankunda nicht vergessen. Ja, der spielt ja erstmal in der zweiten Mannschaft. Kann aber natürlich auch ein Faktor noch werden. Ne? Also wie gesagt, ich bin ein Freund. Ich meine, wir haben es gesehen beim Jamal bei Spanien der 16. Also klar, der hat natürlich auch schon in der Primera Division gespielt und nicht wie Irankunda irgendwo in was war das, Australien oder was weiß ich was. Oder Kanada, keine Ahnung. Ist natürlich ein anderes Level, aber wenn der da in der zweiten Mannschaft das Level bestätigt und da Vollgas gibt, wird er natürlich auch eine Option für die erste Mannschaft sein. Ja. Erst recht, wenn jetzt auch ein Harry Kane, der wirklich nicht fit wirkte, jetzt auch im Halbfinale, vielleicht eine etwas längere Pause braucht zum Saisonstart. Ne? Super Transfer, FC Bayern Fan Forever. Ja. Phileas Fogg, Top-Spielermaterial. Quad Aim. Das Gute ist auf jeden Fall, man zeigt unseren Problemspielern, klar, dass die auf der Bank sitzen können, wenn nicht viel passiert. Man gibt ja die Summen nicht für die Bank aus. Ja, ganz genau. Ne? Das ist auch, habe ich ja gesagt, ein ganz klares Zeichen an alle, die jetzt gerade da sind. Ja, diese Verpflichtung, wie gesagt, man zahlt keine 50 Millionen Spieler auf die Bank zu setzen. Ja, er ist halt erst bei Olympia, wird also ein bisschen später dazukommen, hoffentlich fit. Das wird natürlich eine Sache werden. Aber na klar ist das ein Spieler, der spielen wird. Ja, dasselbe mit dem Palhinha. Man verpflichtet nicht einen Palhinha und setzt ihn dann auf die Bank.
Außerdem ist er sowieso unumstritten bei uns im Kader, weil er der einzige Spieler ist, der diese Position so spielen kann, wie er sie spielt. Also. Ja, das sind klare Zeichen an die gestandenen Spieler, aber das hat ein Eberl ja auch schon vor Monaten gesagt. Ja, mit der Aussage, ja, ihr habt jetzt noch Zeit, ein paar Wochen, zu zeigen, dass ihr für den FC Bayern brennt und wir werden das danach beurteilen und dann handeln. Und alle die Spieler, über die wir die ganze Zeit reden, die zur Diskussion stehen, haben halt gezeigt, dass sie nicht brennen für den FC Bayern. Ja, da war Kimmich noch der am meisten gebrannt hat. Ja. Weirot Sana. Irakunda ist auch noch ein Spieler, der neu für die Flügel kommt. Bis zu 37 km/h Topspeed. Für die rechte Seite oder die linke Seite. Auf der Außenbahn sollte es also in Zukunft sehr viel Konkurrenz geben. Ja, wir werden sehen, wa? Habe ich ja gerade schon was zugesagt. Wird auf jeden Fall ein spannender Transfersommer. Nun noch Palinja, Theo Hernandez kaufen, Goretzka, Kimmich, Davis verkaufen, dann schaut schon mal sehr gut aus. Ja, Theo Hernandez weiß ich nicht. Ich war da zwiegespalten, auch bei der EM jetzt war es zwiegespalten, hatte die ersten Spiele, die ich gesehen habe, mega stark. Im Halbfinale war es eine Katastrophe. Der war gar nicht zu sehen. Also das hat er nicht auch nur ansatzweise gezeigt, dass er diesen Marktwert hat. Ja. Aber ja, jetzt Halbfinale, Viertelfinale, Finale, darf man alles auch nicht überbewerten. Viele Spieler wirken einfach extrem müde. Ja, ob es ein Bellingham ist, ob es ein Kane ist, ob es ein Mbappé ist, kannst die Liste durchgehen. Also viele wirken echt sehr müde bei dieser EM, was ja auch verständlich ist. Gerd Berger, ich hoffe nur, dass sich die Sachen regeln mit den Neuzugängen und Abgänge. Und dass es nicht passiert wie im letzten Jahr, dass man Spieler erst kurz vor Beginn der Saison dazu bekommt und dass die null eingespielt sind beim Beginn der Spiele. Ja, aber du siehst doch gerade, dass wir jetzt gerade die Spieler verpflichten. Also brauchst du doch diese Angst nicht haben, oder? Also wir haben ihn ja gerade verpflichtet. Und da steht ja nicht, dass wir ihn erst in 4 Wochen verpflichten. Und wir haben heute ein paar Linien verpflichtet. Also alles ist gut, würde ich sagen. Ne? Christian, jo. Peter Waldbauer, ich glaube, Eberl macht bei Transfers einen super Job. Ja, das jetzt nur auf dem Eberl zu loben würde ich nicht sagen. Niemand Christoph Freund bitte mit rein, Peter. Ne? Und Christian, ja, Palinja wird morgen vorgestellt, wurde er heute. Hast du recht gehabt, ja. Gerard nochmal. Vielleicht machen diese neuen Verpflichtungen ein wenig Druck auf die Spieler, die glauben, sie werden in einer Wohlfühloase und die glauben automatisch wieder einen Stammplatz zu haben. Nee, die machen nicht ein wenig Druck, die machen... Ist doch klar. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Man verpflichtet doch keinen Spieler für 15 Millionen, um ihn auf die Bank zu setzen. Also, das sollte ein klares Zeichen an alle Spieler sein. Und erst recht, wenn man sich jetzt noch wirklich noch mit dem Simmons, mit Xavi beschäftigen sollte oder mit dem Olmo oder sonst wen. No time to read. Entscheidend wird auch sein, dass noch ein spielstarker Achter kommt. So ein neuer Thiago. Wie Olmo oder Simmons. Du kannst keinen Ballbesitz-Fußball spielen mit einem Mittelfeld aus Palinja Goretzka oder Palinja Leimer. Das sehe ich leider komplett anders. Sorry, da gehe ich gar nicht mit. Erstmal sehe ich einen Olmo oder einen Simmons nicht als Achter. Ich sehe einen Pavlo als Achter. Vor Palinja. Und ich denke, Pavlo ist spielerisch stark genug, um das zu machen. Brauchst du eine etwas offensivere Variante? Ja, wofür hast du Musiala im Team? Ja, Musiala ist für mich auf dem Halbposition komplett verschenkt. Der hat seine Stärken ganz klar durch die Mitte und aus einer besseren, tieferen Position. Hat er unter Nagelsmann schon gezeigt damals, wo er öfter mal den Achter gegeben hat. Nee, da sehe ich keinen Handlungsbedarf auf der 8. Ja, du hast mit dem Leimer jemanden, wenn du meinst, du brauchst mal eine Pressingmaschine, kannst du Leimer bringen, wenn du einen Spieler haben mit, der einen super Aufbau hat. Ein Pavlo hat einen super Aufbau, ist ballsicher, spielt gute Bälle, stößt auch mit nach vorne in den 16er rein, hat er auch gezeigt, hat gute Standards. Und wenn du meinst, du willst noch einen Ticken offensiver, dann stellst du einen Musiala auf die 8. Ja, du kannst einen super offensiven Achter aufstellen mit ein paar Linien dahinter. Also gar kein Problem. Also da sehe ich keinerlei Handlungsbedarf. Aber das sieht auch jeder anders und jeder interpretiert vielleicht einen Achter auch anders, keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Vielleicht spielen wir aber auch mit 2 Achtern oder 2 Zehnern oder 8,5ern oder 10,5er, was weiß ich, wie ihr es nennen wollt, oder 9,5er oder was weiß ich. Wir werden sehen. Ne? Du kannst ja auch mit ein paar Linien spielen und spielst dann auf einer Höhe mit einem Musiala und einem Pavlo. Ja, das ist das Problem.
Und dann hast du noch 2 Außen und ein Heavy vorne. Also möglich ist viel. Oder spielst du mit einem Achter und spielst vielleicht mit 2 Stürmern. Also. Nordisch, ich verfolge die Premier League schon länger. Odyssee ist ein starker Spieler, auch stärker als die bisherigen Außen bei den Bayern. Na gut, das ist jetzt auch nicht die Kunst. An ihm werdet ihr viel Freude haben. Palhinha auch sehr stark. Genau das, was ihr sucht, ist in allen wichtigen Werten für einen Sechser unter den Top-Leuten der Premier League. Bin gespannt, wie und was Kompanie spielen lassen mit. Ja, das ist die Frage. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mehr Variabilität sehen. Ne? Unter Kompanie. Also. Ja, und Palhinha sage ich im anderen Video genug zu. GB, er hat in den letzten Spielen immer im Halbfeld gespielt, also nicht der klassische Außenstürmer. Ja, vielleicht spielen wir ja auch gar nicht mehr mit klassischen Außenstürmern. Vielleicht spielen wir ja auch lieber mit Halbfeld. Ja, wir werden sehen. Ich freue mich auf Odyssee. Bitte gebt ihm auch Eingewöhnungszeit. Ja, jeder Spieler braucht eine Eingewöhnungszeit. Ja, du hast mal jemanden, der direkt funzt, bam, der einschlägt, logisch. Aber ansonsten musst du jedem Spieler eine Eingewöhnungszeit geben. Also, ja, da muss man auch dann die Füße stillhalten, wie man so schön sagt. Casa. Die Flügel sind jedenfalls für die Zukunft gut bestückt. Die Zeit nach Sané, Coman, Gnabry und Müller nehme ich auch dazu, scheint gesichert. Odyssee, Saragossa und Irakunda klingt erstmal ziemlich gut. Telt ist ja auch immer eine Option für Außen. Ibrahimovic kommt wohl auch wieder zurück. Ja, und wir sind ja noch daran am Simmons, ja, oder Olmo, wenn wir mal gucken. Bin tierisch gespannt, in welchem System Kompanie spielen will. Ein Wechsel würde mir persönlich gut tun. Kann das alte 4-2-3-1 nicht mehr sehen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe es ja gerade auch schon jetzt mehrfach gesagt. Ich denke, wir werden sehr variabel oder variabler werden. Und ja, wenn du ein Palhinha im Team hast, musst du nicht mit 2 Sechser spielen. Also, ja, da reicht Palhinha, der sollte das defensiv da schon in den Griff kriegen. Also. Geiler Transfer. Coman, Gnabry können gehen, bitte. Ja. Feedback. Ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie dem Jungen noch keine Nummer geben haben. Es werden so einige frei werden die nächsten Tage und Wochen. Man muss hoffen, dass einige frei werden. Michael, hoffentlich bekommen die jungen Spieler auch genügend Einsatzzeiten. Dann müsstest du vielleicht ein bisschen konkreter werden, welche jungen Spieler du jetzt meinst. Ich denke, dass er genug Einsatzzeiten bekommen wird. Sonst würde man keine 50 Millionen ausgeben. Two Force Official. Sie haben mich erhört. Wird wild mit ihm. Hoffentlich. Ken Zimmermann, Saragossa, Gnabry, Coman, Sané, Odyssee, eventuell noch Tell und Nachwuchsspieler, die auf dem Flügel aushelfen können. 5 plus X Spieler für 2 Positionen. Ich glaube, die Message nach diesem Transfer ist klar. Ebert und Freund wollen sich von mindestens einem Flügelspieler verabschieden. Ich denke eher von 2. Ich drücke die Daumen, dass es Sané sein wird. Ich denke, mindestens von 2 werden wir uns verabschieden auf den Flügeln. Bazi Masi, bin gespannt. Me too. The King, mal sehen, was mit Gnabry, Sané und Konsorten passiert. Jo. Dennis Schreiber, irgendwie würde ich am liebsten jeden spielen sehen, aber falls Bayern noch zum Beispiel Xavi bekommt, wer darf dann überhaupt spielen im Mittelfeld? Pavlo zieht doch dann den Kürzeren mit Palhinha, oder nicht? Nö. Ich sehe Pavlo nicht als Sechser. Also nicht als den defensiven Sechser, wie es in Palhinha ist. Warum sollte ein Pavlo nicht der ganz klare Achter dann sein? Oder, hast du gerade schon gesagt, ein 8,5er, wie auch immer. Also, Palhinha ist außer Konkurrenz. Du hast keinen zweiten Spieler in dieser Mannschaft, der diese Rolle so spielen kann. Ja, das ist ja, deswegen ist es so ein guter Transfer. So, aber der gibt dir natürlich auch Freiraum zu sagen, du gehst da ein bisschen offensiver vor ihm zu werken. Also. Chris, ich denke, guter Transfer. Man sieht immer mehr, dass Freund und Eber Spieler auf dem Schirm haben, die vielleicht unbekannter sind, aber in dem Alter gutes Potenzial haben. Bekommen nun mehr Konkurrenz. Wichtig ist nun, wie man mit denen kommuniziert. Hoffe, dass Kompanie nach Leistung aufstellt und die Meckerziegen dann ausbootet. Bin gespannt, aber es zeichnet sich langsam ein System ab, wie die Zukunft aussieht. Nur schade mit De Ligt. Das kann ich nicht verstehen. Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Erstmal ist die Frage, was dran ist. Das werden wir die nächsten Wochen zeigen, denke ich. Und dann wird interessant zu sehen sein, welches System wir spielen und welche Rolle die Innenverteidiger einnehmen sollen, um dann wirklich beurteilen zu können, ob das ein De Ligt hätte auch gekonnt. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass er das meiste Geld einbringt oder was. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Irankunda ist auch noch da, ja. GB, wa? Mr. Hulas, hätte mir jemand erzählt, dass der Kerl für 250.000 aus Kasachstan gekommen ist, hätte ich es auch geglaubt. Offenbar
wirklich nur etwas für absolute Kenner und oder Premier League Fans. Ja. Wie gesagt, ich bin da auch nicht drin in diesem Spielerportfolio. Kennst du doch, ich bete, dass wir Nico Williams noch holen. Das wäre eine Traumoffensive und für 60 Millionen, was der in der Klausel stehen hat, besser geht es nicht. Der wäre die nächsten Jahre auf über 100 Millionen gehen. Ja, ist auch eine absolute Maschine, was ich gesehen habe bei der EM. Ja, absolut. Ja, Torabschluss noch ein bisschen, aber ansonsten Alto Betty. Auch das wirklich. Ja. Banja, erst einmal hallo. Olise ist ein sehr guter Transfer, hat eine starke Rückrunde gespielt und knüpft an unsere ganzen Außenbahntalente an, die wir über die ganzen Jahre hatten. Ich habe eine andere Sichtweise zu deinen Verkaufskandidaten und Listen etc. Wenn Spieler und Trainer vorher weg wollen, passt uns das nicht. Wenn sie bleiben und ihre Verträge erfüllen, passt uns das auch nicht. Was viele vergessen, das sind Menschen und keine Rennpferde. Warum sollten Spieler wechseln, wenn sie sich bei uns wohlfühlen? Du hast es doch selbst gesagt, nehmen wir Leon oder Kimmich, sie sollen Leistung bringen und den Zweikampf annehmen. Ich sehe es zum Beispiel als positives Zeichen, wenn zum Beispiel Leon bleibt und sich der Konkurrenz stellt. Auch wenn es viel nicht passt, und so sehe ich das bei allen Spielern, ob ich sie mag oder nicht. Es muss für beide Seiten passen. Wenn zum Beispiel Kimmich kein Angebot hat, was ihm zusagt. Und damit meine ich nicht nur Gehalt, Verein, Land, Stadt, Sprache, etc. Warum sollte er dann wechseln? Ja, wenn er noch Vertrag hat. Spieler wie Leon haben sogar 2 Jahre Vertrag und dieses ändert eure Verträge beziehungsweise bleibt und spielt für weniger Geld. Das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Dann sind wir echt wie Barcelona, wenn man zum Beispiel verlängern will, dann gebe ich dir recht, dann verhandelt man neu und dann sollte bei einigen Spielern das Gehalt runtergehen, beziehungsweise durch Prämien etc. kann man ja auf die alten Summen kommen. Das bedeutet aber, man bringt Leistung. Aber bestehende Verträge zu kürzen ist echt ein Barcelona-Drecks-Move. Du kannst keine bestehenden Verträge kürzen. Die Spieler haben die Verträge ja nicht einseitig verhandelt und dich zu rezitieren. Zum Beispiel Brazzo hat niemals allein die Gelder verhandelt, das wurde im Verein abgesegnet. Ja, na klar. Ich habe auch nie gesagt, dass du Spielern jetzt das Gehalt kürzen sollst. Es wäre schön, wenn das gehen würde, ja. Ich sehe das komplett anders. Wegen mir sollen diese Spieler den Verein verlassen. Punkt. Da bleibe ich auch bei. Das ist mir auch scheißegal, ob die 1 Jahr Vertrag haben oder 2 Jahre Vertrag haben. Jeder Spieler à la Goretzka, à la Kimmich, à la Sané, à la Gnabry, der sich freiwillig 1 Jahr lang auf die Bank setzt, kann ich persönlich nichts mehr anfangen. Und das ist ein klares Zeichen dann dafür, dass man die Kohle mitnehmen möchte und nichts anderes. Punkt aus, Feierabend. Also ich denke, gerade Spieler wie Goretzka oder Kimmich, die dem FC Bayern auch super viel zu verdanken haben, genau wie umgekehrt, wenn man diesen Spielern klipp und klar sagt oder gesagt hat, vielleicht auch schon nach der Saison oder vor der EM, wie auch immer, Dinge, pass mal auf, der neue Trainer plant nicht mit dir, dann hat dieser Spieler den Verein zu verlassen. Punkt. Ja, dann kann er seine öffentlichen Floskeln dahinstellen, wie er möchte, wie, auch ja, ich möchte den Konkurrenzkampf annehmen. Ja, das sagen die Spieler dann, um sich auf die Bank zu setzen und die Millionen mitzunehmen. Feierabend. Fertig. Also ich denke, gerade jetzt mit der Palinja-Verpflichtung sollte ein Goretzka oder auch ein Kimmich wissen, was die Zeit geschlagen hat. So, Feierabend. Und wenn sie halt woanders keine 20 Millionen verdienen, wie sie es bei uns tun und deswegen dann nicht den Verein wechseln möchten, ja, dann ist das so. Natürlich haben sie laufende Verträge, dann tun sie das und dann setzen sie sich auf die Bank. So. Ja. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wenn so ein Kimmich jedes Spiel auf der Bank sitzt, was das für ein Trara ist. So, und das tut dem Verein nicht gut, das tut dem Spieler nicht gut. Von daher sollten diese Spieler einfach den Verein verlassen. Fertig. Ganz einfach. Und gerade beim Kimmich und auch beim Sané laufen die Verträge nun mal aus. Und gut ist, ja. So, und auch da, wenn der Vertrag ausläuft, dann hat man dem Verein, dem man so viel zu verdanken hat, wie es nun mal ein Kimmich hat, auch ein Sané, meiner Meinung nach, dann hat man so fair zu sein und zu sagen, ja, pass mal auf, ich habe jetzt nur noch 1 Jahr Vertrag, dann wechsle ich jetzt, damit der Verein eine Ablöse generiert. Und sollte nicht dann noch so egoistisch sein und sagen, ja, nee, ich warte noch ein Jahr und gehe dann und ziehe mir 30 Meter Handgeld rein, weil ich beim FC Bayern so wenig Geld verdient habe. Ja, so, das ist meine Meinung. Und da bleibe ich auch bei. Ja, dieses sind Spieler, die bei uns 20 Millionen verdienen. Dann sollte man auch so fair sein und wenn der Verein einem klipp und klar sagt, man plant nicht mehr mit dir und man hat andere Gebote, dann sollte man den Verein verlassen. Fertig aus.
So, diesen Menschen oder diesen Spielern ging es super bei uns. Die haben so viel Geld kassiert für jetzt 2 Jahre keine Leistung zeigen. Da muss man dann auch mal ein bisschen reflektieren. Na, wir reden hier nicht über Spieler, die unverzichtbar sind oder über Spieler, die sich den Arsch aufreißen für diesen Verein. Nein, diese Spieler haben sich 2 Jahre nicht den Arsch aufgerissen. Ja, die sind da hingedümpelt und haben genau das geschehen lassen, was passiert ist. So, das darf man nicht vergessen. Wir reden hier nicht über einen Spieler, der Top-Leistung bringt. Ja, dann bin ich bei dir. Ja, völlig gut. Dann nimmt man da auch Rücksicht drauf. Aber dann kommt man ja auch gar nicht dahin, wo wir gerade sind, um über diese Spieler zu diskutieren. Ja, und wir reden auch nicht von einem halben Jahr mal keine Leistung bringen, so wie es beim Coman der Fall war, sondern wir reden darüber, seit 2 Jahren keine Leistung zu bringen. Punkt. Ja, aber ich verstehe deinen Move, dein Argument, das ist auch völlig fein, du kannst auch gerne diese Meinung haben. Das mit keine Rennpferde, ja, da musst du mal ein bisschen die Augen öffnen. Sag ich dir auch ganz ehrlich. Fußball ist mittlerweile genau das. So, wir reden nicht mehr darüber, ach ja, der Spieler ist aber so verbunden für diesen Verein. Nehmen das beste Beispiel Thomas Müller. Thomas Müller unter Niko Kovac hat schon mit Manchester United verhandelt. Ja? Und Thomas Müller, der von, was weiß ich, seitdem er laufen kann, beim FC Bayern spielt. Ja? Das ist der Fußball. Der Fußball ist nicht mehr diese Fußballromantik, die wir alten Säcke alle noch haben. Ja, das muss man mal langsam realisieren. Das ist es nicht mehr. Und wir müssen mal dahin kommen, trotz eines Mir Samir, was ein Eberl offensichtlich tut, die Eier zu haben und den Spielern klipp und klar zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt einen Umbruch, der Trainer plant nicht mehr mit dir und gut ist. So, und dann kann der Spieler doch entscheiden. Ne? So, dann entscheidet der sich, ja, alles klar, ich setze mich ein Jahr auf die Bank. Dann hat er die Fresse zu halten und hat nicht die Teamchemie zu stören. Dann kann er sich gerne die 20 Millionen noch ein Jahr reinziehen. Oder er verlässt den Verein. Punkt. Das sind die Optionen. Und wenn es hart auf hart geht, ja, da musst du sagen, pass mal auf, hier, wir planen nicht mehr mit diesen 3 Spielern. Die 3 Spieler möchten den Verein nicht verlassen, was völlig fein ist. Die haben bestehende Verträge. Zack, ab in die zweite Mannschaft. Könnt ihr damit trainieren. Ja? Weil es wird sonst ein Riesenwirbel bei der ersten Mannschaft Woche für Woche für Woche geben. Setzt doch einen Kimmich, einen Sané, einen Gnabry vielleicht nicht, Kimmich und einen Sané setzt sie jede Woche auf die Bank. Dann wirst du in jeder PK die Frage kriegen, ja, warum spielt der Thomas Müller denn nicht? Ist doch ein Thomas Müller-Spiel. Warum spielt denn der Joshua Kimmich nicht? Er ist doch der große Leader. Warum spielt denn Sané nicht? Der ist doch der beste Spieler dieser Welt in Deutschland. Ja. So, dann musst du dir knallhart den Gefallen tun und sagen, ja, pass auf, hier, tschupp, zack, zweite Mannschaft, da könnt ihr mittrainieren und gut ist. Feierabend. Da müssen wir jetzt mal langsam hinkommen. Wir haben diese Leute 2 Jahre durchgezogen, obwohl sie keine Leistung gebracht haben. Der Punkt ist da, wo man jetzt mal klare Kante zeigen muss. Meine Meinung. Rakit. Aber wie gesagt, ich verstehe deinen Take natürlich. Ich verstehe auch den Sinn dahinter, ja. Und wenn Spieler Verträge haben, sie Verträge. Punkt. Alles gut. Wenn der Spieler da nicht wechseln will, will er nicht wechseln. Beste Beispiel Bouna Sarr, der 4 Jahre ausgesessen hat. Ist doch alles gut. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Zeigt dann den Charakter dieses Spielers und wie viel Dankbarkeit er den Verein gegenüberbringt oder nicht. Haben wir zum Beispiel bei David Alaba gesehen. Ja. Rakit, Olise und Boye auf der rechten Seite werden uns begeistern. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das denken wir uns an. Martin mit Palhinha und Pavlovic, Leimer im Mittelfeld und für Goretzka kein Platz mehr. Ja, wahrscheinlich. Der Kommentar, Spieler wie Goretzka, Davis, Sané, Gnabry und Coman muss man verkaufen. Das wird aber leider sehr schwer. Wir werden die nächsten Wochen zeigen. Ne? Philipp, Sané wurde schon operiert. Ja, schön für ihn. Gute Besserung. Simmons soll noch kommen. Wir werden sehen. Gerrard, wie viele Videos hat man schon gesehen über Spieler, die danach nie bei den Bayern funktioniert haben? Über Bouna Sarr gab es auch ein vielversprechendes Video. Was dabei rauskam, wissen wir mittlerweile auch. Ja, aber es ist ja völlig normal. Das wird sich auch nie ändern. Du wirst halt immer irgendeinen Spieler haben, der nicht funktioniert, den du verpflichtest. Das ist ja Fußball. Welcher Manager oder welcher Verein hat eine 100%ige Trefferchance? Ja, guck dir einen Sancho bei Manchester United an. Sancho ist eine Maschine. Hat da auch nicht funktioniert. Wirst du immer haben. Hans Landau, 4 teuerster Kauf der Vereinsgeschichte für einen Spieler, den du nicht gekannt hast.
So oft wie der verletzt ist, werden wir es diese Saison vielleicht gar nicht erfahren, wie sein Name ausgesprochen wird. Ja, aber was hat das damit zu tun, ob ich den Spieler kenne oder nicht? GB, er hat auch Probleme mit den Hamstrings, Oberschenkelmuskulatur gehabt. Dasselbe Problem wie bei Gnabry immer. Deshalb nur die wenigen Spiele in der letzten Premier League-Saison. Hoffen wir das Beste. Ja, hoffen wir das. Pitpack, Kimmich nach Paris und Paris gewinnt die nächste Champions League. Darum. Ja, wegen mir. Michael Birkenstock kannte ihn auch nicht. Martin, der wird eine Luftnummer. Chico kannte ihn nicht, nur Spiele gesehen. Ja. Hans-Sander, warum müssen Kimmich und Goretzka Abstriche beim Gehalt machen? Die können auch die dicke Kohle bei Bayern bis zum Vertragsende einstreichen und dann ablösefrei mit Handgeld wechseln. Ja, na klar können sie das. Ja, finanziell wäre das für beide am besten. Habe ich gerade schon ausführlich gesagt, was ich von Spielern erwarte, die dem Verein so viel zu verdanken haben, oder? Muss ich mich nicht wiederholen. Warum Kimmich und Goretzka jetzt sich auf einen Wechsel einlassen sollen, Abstrich beim Gehalt beim neuen Verein machen sollen, nur damit Bayern eine Ablöse einstreicht, erschließt sich mir nicht. Ja, vielleicht einfach mal aus Dankbarkeit, dass der FC Bayern diese Spieler dahin gebracht hat, wo sie sind, oder? Was war denn ein Goretzka, bevor er beim FC Bayern war? Was war ein Kimmich, bevor er beim FC Bayern war? Das dürft ihr mal nicht vergessen, ja. Das ist ja auch immer ein beiderseitiges Einvernehmen. Ja. Also, bei welchem Verein hast du denn die Chance gehabt, das Sixtubel zu gewinnen? Hättest du das bei Borussia Dortmund gehabt? Ja? Also, ich verstehe das nicht. Ey, man muss doch nicht immer nur von einer Seite ausgehen. Ne? Man muss dem Verein doch auch mal was zurückgeben, der einen da hingebracht hat und der einen auch finanziell so den Arsch gepudert hat und so verhätschelt hat. Da kann man auch dem Verein mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Ja? Und wenn man sich in den 5, 6 Jahren, die man bei diesem Verein ist, 100 Millionen reingepfiffen hat, dann könnte man vielleicht auch auf die Idee kommen zu sagen, Alter, der FC Bayern hat mir so viel ermöglicht, hat mir so viel Geld in den Arsch geschoben, hat mir ermöglicht, all diese Titel zu gewinnen. Da bin ich doch so fair, bei einem Jahr Laufzeit meines Vertrages den Verein jetzt zu verlassen und nicht darauf, die Kohle einzustreichen, um mir das Handgeld mitzunehmen. Ja? Und wenn man da unbedingt meint, wie jetzt so ein Kimmich oder so ein Sané zu sagen, ey, ich will das hier versuchen, auch wenn der Trainer mich nicht will. Ich will rein in den Konkurrenzkampf. Ja, dann soll es doch wohl möglich sein zu sagen, pass mal auf, alles klar, dann verlängern wir den Vertrag jetzt um 1 Jahr und schauen und du machst Abstriche beim Gehalt und gut ist. Feierabend. Karl Ruhms, ich würde Kimmich nicht gehen lassen, sondern ihn mit Pavlovic auf die Doppelsechs setzen. Alter Betty. Wenn das nicht funktioniert, würde ich ihn außen spielen lassen. Ja, man hat letzte Saison schon gesehen, dass es nicht funktioniert. Gnabry, Davis, Goretzka und Sané sollten nur bleiben, wenn sie den Gehalt anpassen. Der FC Bayern braucht generell nur noch Spieler, die sich für den Club zerreißen. Nagelsmann hat gezeigt, dass eine Mannschaft diese Spielertypen braucht. Hey, Musiala, Wirtz, Coman, Tell, Kimmich, Pavlovic, Davis, Leim, Alter. Und dann haust du einen Davis hier mit raus, oder was? Ja. Wild. Aber gut, jeden seine Meinung. Michael Birkenstock, ich verstehe nicht, warum man einen Kimmich so schlecht redet. Ja, musst du auch nicht verstehen. Ich wüsste auch nicht, wo ich einen Kimmich schlecht geredet habe. Patrick, Dortmund rüstet auch leider. Anton und Kurasi. Ja, aber ist doch wohl klar, warum sollen die Dortmunder sich nicht verstärken, oder was? Meint ihr, das war der Anspruch der letzten Saison in Dortmund? Mal abgesehen von der Champions League, wie bei uns? Nee, natürlich nicht. So, und natürlich werden die Dortmunder ihre Schwachstellen beseitigen. Ja, und das tun sie gerade und das ist sehr gut. Henry, Gnabry, Sané weg, dafür Willems holen. Dann noch Goretzka weg und Kimmich, dafür noch Xavi Simons. Mazraoui auch weg und De Ligt weg. Tada zu. Klick-Klack. Totaler Fehlkauf. Wenn er nicht verletzt ist, sitzt er auf der Bank. Soll das der große Umbruch sein? Wilder Take. Hans Landau, bin froh, wenn die Saison losgeht. Dieses zwangsoptimistische Blabla von Eberl und Freund kann man sich nicht mehr mit anhören. Ich sehe bisher keine großartige Kaderverbesserung auf ganz viel rausgeschmissenes Geld. Okay, wild. Sehe ich komplett anders. Aber, das ist auch nur meine Meinung. Aber ich denke nicht, dass ein Palhinha rausgeschmissenes Geld war. Ich denke nicht, dass ein Ito rausgeschmissenes Geld war. Olise kann ich nichts zu sagen. Kann sein, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Werden wir sehen. Wenn ich die Werte, die Fakten mir angucke aus seiner Rückrundensaison, denke ich, wird es auch kein rausgeschmissenes Geld sein. Nochmal in der Premier League diese Werte zu haben bei einem der schlechteren Clubs,
Ist auch nicht so einfach. Von daher denke ich, dass er schon ein bisschen was kann. Aber all das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Ne? In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.